Sie nahmen diese Nägel und haben sie durch die Hände und die Füße von Jesus gebohrt, als sie ans Kreuz hingen. Und Jesus hing am Kreuz und das Kreuz war bekannt, dass es eine besonders grausame Tötungsmethode der Römer war. Und in diesem Sterben drin hat Jesus nochmal gesprochen. Ich weiß nicht, ob du jemals erlebt hast, wie ein Mensch spricht, wenn er im Sterben liegt, kurz bevor er weiß auch, okay, jetzt gehe ich von dieser Welt. Wenn er dann zu den Menschen nochmal spricht, haben die Worte alle eine sehr, sehr tiefe Bedeutung, weil man weiß, das ist das, was aus tiefstem Herzen nochmal rauskommt. Und dann können wir jetzt genau hinschauen, was ist denn zutiefst im Herzen von Jesus drin? Da sind wir jetzt angekommen. Und lasst uns 3 Worte anschauen, was Jesus gesagt hat und für dich eine krasse Bedeutung hat. Jesus sah, als er am Kreuz hing, seine Mutter und Johannes, den Jüngern. Und er hat sie gesehen und er wusste, jetzt ist er am Kreuz, er kann sich nicht mehr um seine Mutter kümmern. Er geht nachher zurück zum Vater und auch um Johannes. Aber am Kreuz noch war ihm das nicht egal. Er hat nie gedacht, ja, mein Leiden ist jetzt wichtiger. Sondern er hat sich am Kreuz noch darum gekümmert, um seine Mutter, um Johannes und um dich. Er hat zu Johannes gesagt, das ist jetzt deine Mutter. Und zu Maria, das ist jetzt dein Sohn. Einerseits klingt das so unbedeutend, die hätten doch das unter sich abmachen können. Aber der Punkt ist der, Jesus kümmern deine Dinge in deinem Leben, deine Not. Gerade vielleicht ist Einsamkeit ein Thema in deinem Leben. Gott kümmert es. Wie es deiner Familie geht, wie es deinen Kindern geht. Gott kümmert es. Gott interessiert sich, Jesus interessiert sich und kümmert sich um dein Leben. Und ich weiß, wir haben Leiden in unserem Leben. Ich weiß, wir gehen manchmal durch schwierige Zeiten. Ich weiß, dass wir manchmal uns so sehnlichst wünschen, dass Gott doch mehr eingreift, gerade in den alltäglichen Problemen, in unseren Alltagssituationen, in unseren Familiensituationen. Aber diese Geschichte zeigt es uns so klar, dass es Jesus nie egal ist, wie es uns geht. Sogar am Kreuz noch kümmert er sich um seine Freunde. Und darum wird sich Jesus immer um dich kümmern. Ihn interessiert es immer, wie es dir geht. Er sieht dich, er sieht mich und er kümmert sich immer. Das zweite Wort, was Jesus spricht, als er ans Kreuz genagelt wird und er sieht die Römer, die Juden, die zuschauen, die Jünger, die weggelaufen sind. Viele hat er wahrscheinlich auch erkannt, dass sie mal ihn gefeiert haben für die Wunder und jetzt verlassen. So viel Bitterkeit und Groll hätte da in Jesu Worte sein können. Stattdessen sagt er, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist am Grund von Gottes Herz, dir zu vergeben. Und heute ist der Tag, wo ich dich bitte, in aller Demut hinzuknien und diese Vergebung anzunehmen von Gott. Ich bin jetzt ein bisschen streng mit dir, aber wenn Jesus am Kreuz dir vergibt, wer bist du, dass du dir selber nicht vergibst? Es ist das tiefste Anliegen von Jesus, dir zu vergeben. Dir deine Schuld zu vergeben.
sogar die größte Sünde, den Sohn Gottes ans Kreuz zu nageln, hat Jesus gesagt, Vater, vergib ihn. Wie krass ist das? Jesus will immer vergeben. Dafür ist er gekommen. Das dritte Wort. Als Jesus am Kreuz war, hingen rechts und links von ihm auch Verbrecher. Und der eine Verbrecher hat Jesus angeklagt. Jesus, du hast doch gesagt, du kannst Wunder tun. Du seist der Sohn von Gott. Dann hilf uns doch. Steig doch selber runter und wir auch gleich mit. Große Worte, nichts dahinter. Große Worte, nichts dahinter. Aber der Mann auf der anderen Seite, auch ein Verbrecher, sagte, sei still. Wir verdienen es. Wir verdienen es, am Kreuz zu sterben. Aber er hat nichts getan. Und dann hat er Jesus angesprochen und gesagt, Jesus, wenn du im Himmel bist, bitte denk an mich. Und da kommt das Herz von Jesus für dich, für diesen Verbrecher. Jesus will jeden Menschen, der das will, nahe bei sich haben. Und er hat gesagt, noch heute sind wir gemeinsam neu im Paradies, noch heute. Jesus will immer dich noch näher zu sich ziehen. Und er will dich retten, er will eine Ewigkeit mit dir verbringen. Wie oft sagte Jesus zu den Menschen, kommt zu mir, kommt, ich will euch nahe sein. Dafür ist Jesus gekommen, hat alle Privilegien hinter sich gelassen im Himmel, ist zur Welt gekommen, um Nähe zu schaffen. Jesus möchte dir nahe sein. Jesus möchte Nähe zu dir aufbauen. Dafür ist er am Kreuz gestorben. Wie wunderschön ist das Herz von unserem Jesus, das sich hier offenbart. Jesus, er kümmert sich immer darum, wie es uns geht. Er will immer vergeben. Und er möchte uns immer nahe sein. Darum rettet er uns. Und jetzt nehme ich dich hinein. Wir singen jetzt ein Lied und wir nehmen im Glauben das an. Und wir sagen Ja. Bitte sag Ja heute dazu. Ja, Jesus, ich nehme es an, dass du dich kümmerst um mich. Ich danke dir dafür. Ich bitte dich um Vergebung und vergebe mir selber. Und Jesus, ich möchte dir nahe sein, mein Leben lang. Rette mich. Amen. I stand on every word you say. Your promises remain forever. No matter what the future holds, I will never, ever let go. I stand on every word you say. Your promises remain forever. No matter what the future holds, I will never, ever let go. Who would have thought that just one man would change it all? Every kingdom bows before your throne. Who would have thought that wind and waves obey your word? The sound of your voice is still enough. There's power in your name. You've broken every chain. Jesus, Jesus. No grave can stand against the one who's overcome. Jesus, Jesus. Hearing the tension of what is and what could be, I will still remain
it's you. There's power in your name. You've broken every chain. Jesus, Jesus. No grave can stand against the one who's overcome. Jesus, Jesus. Oh, I stand on every word you say. Your promises remain forever. No matter what the future holds, I will never ever let go. I stand on every word you say. Your promises remain forever. No matter what the future holds, I will never ever let go. There's power in your name. You've broken every chain. Jesus, Jesus. No grave can stand against the one who's overcome. Jesus, Jesus. Komm, wir sagen Jesus noch gemeinsam. Jesus, wir lieben dich. Wir lieben dich von ganzem Herzen. Was du für uns getan hast, ist einfach nur wunderschön, liebevoll, voller Güte. Danke, Jesus. Wir lieben dich. Danke, Jesus, für dein wunderbares Herz für uns. Amen.